Herzlich willkommen denke aus der Schweiz. Das gehört von einem anderen Platz. Ein ganz bekannter Pass. Wo ich schaut sehen, der Maloja-Pass. Ganz flott, weil ganz viel eng kehren bei ihr Nebenhut. Und das steht gerade am Aussichtspunkt, wo ihn am Anfang der ganze Pass schön innen zu Face leihen hört. War wieder also nicht immens. Aber für die Foto, die schaut völlig so, das nicht so schlimm. Weil die Idee sind sich, dass den Hai all die Kehren vier drunter hört. Für eine Langzeitbelichtung zu machen. Für das die Autoren, die Landst fuhren, Streifen zählen am Anfang, also die Lute von den Autoren. Am Moment, dass es noch ein bisschen hält, die Autos haben ja schon die Lute nun. Aber meine Belichtungszeit wird auch noch nicht lang genug sein, für das Auto wirklich schön lang Streifen zählen hier luchten. Und entweder habe ich zwei Möglichkeiten, entweder warten ich noch ein bisschen, bis es mir deichter geht, und ich automatisch da mir eine lange Belichtungszeit brauche. Oder aber ich mache einen ND-Filter drauf, den Belichtungszeit einfach verlängert. Und ich meine, ich schenke mal dummer da unten, für zu gucken, weil ich ja sowieso Zeit tun. Entweder kriege ich da schon ein gutes Foto, oder ich muss da wirklich warten, bis es deichter geht. Am Moment ist auch nicht terribel viel Verkehr. Das muss ich wahrscheinlich dann auch noch ein paar Fotos noch zusammensetzen, für die Liichtspuren haben, die dann schlussendlich über den ganzen Pass gehen. Weil, wenn ich am Moment gucke, können so alle von den Filtern ein Auto gefahren, und das geht definitiv aber nicht durch für genug Lichtspuren zu zählen. So, ich habe noch ein ganz grob Foto gemacht. Das ist ein bisschen anders gegangen, wie ich gedacht habe. Es war einfach nicht möglich, wenn es im Menschen Trafik so viele Autos, so viele Lichtstreifen an einer Kette auf Foto zu kriegen. So dass ich schon ein ganzes Foto machen, wo ich dann alle Kettes just ein Teil Lichtspuren auf der Straße habe. Und da muss ich eben hoffen, dass ich die am Photoshop daheim anständig zusammengesetzt kriege. Für das dann herno, so wie ich mir das vorstelle, eng durchgehend Lichtspur gibt, die durch den ganzen Pass fährt. Und das gesehen ich leider dann recht daheim. Wenn nicht klappt, dann ist es eben so. Aber wenn der Welt wissen, was das Resultat ist, da bleibt drin, weil die Fotos wird man da gesehen, sobald ich daheim sind. So, wir sind schon daheim. Und lo habe ich alle gute Menge Fotos am Photoshop abgemacht als Ebenen, wie ihr seht. Weil es war effektiv so, dass dadurch, dass das noch relativ hell war und so wenig Autos gefahren sind, es einfach unmöglich war, durchgehend Lichtspuren über den ganzen Pass zu kriegen. Sodass ich muss effektiv die verschiedenen Ebenen kombinieren, weil ich wieder gesehen sind überall just ob Teile von der Straße dann die Lichtspuren, die ich dann eben alle gute muss an eng Foto zusammenbringen. Ich mache noch keine ganz Bearbeitung, ich wollte just einen kleinen Tipp hier geben, für zu weisen, wie ich das gemacht habe. Also als allererst wähle ich alle guten Ebenen aus. Und dann muss ich die natürlich für das allererst ausrichten, sodass komplett perfekt über den Nähen leihen. Und da gehe ich einfach dann hier auf Ebenen automatisch ausrichten, schlussen auf Auto durchstehen. Ich klicke OK und dann dauert das kurz, bis der Photoshop Ebenen richtig 100% genau über den Nägel wird.
Ich meine das immer, weil wie ich die Foto nur durchgegangen sind, und ich gesehen, dass aber immer minimal Unterschied war, obwohl ich den Fotoapparat bei einem Stativ stehen hat, am Fong, jo, das Stativ nicht geregelt tun, es war relativ lüftig, sodass es aber durchaus kann sehen, dass das Stativ vielleicht zwischen den verschiedenen Fotos sich minimal bewegt hat und nicht einfach durch die Fotos nicht genau 100%ig über die Nähe passen und dafür riechen ich sie für die allerreichen eigentlich ja aus. Voilà, Photoshop also fertig mit Rechnen. Wenn ich nur die Einzelebenen durchklicken, du seht ihn heute zum Beispiel hier ist rundherum so ein kleiner Bauch, das ist eben das, was nicht genau über die Nähe gepasst hat zwischen den verschiedenen Fotos. Und voilà, das ist aber nicht weiter dramatisch. Da geht eben nur minimalen Bauch, paar Pixeln verloren, da kriegst du vom Bildmeter, das ist aber nicht weiter schlimm. Lo, für dann eben die Farben do an Bild zu kreieren, also die Lichtspuren, muss ich am Anfang alle Ebenen einzeln bearbeiten und dafür schalte ich mal alle guten aus, bis auf die allererste. War ja so nicht ganz dramatisch, das stört mich nicht in Rehflecken, also es wird geregnet. Das gesagt, die waren hier Filter sitzen, die dann drauf, die Dripsen. Das ist nicht schlimm, weil von der heutigen Foto hole ich sowieso just nur einen Stroß und da sind Dripse ganz egal. Für das zu machen, muss ich alle Ebenen einzeln eben maskieren und dann gebe ich so, wenn ich zum Beispiel die heutigen Ebene holen, lehne ich da ganz einfach eine Maske drauf, komplett schwarz. Und ich maskiere dann mit weißer Farbe an 100% Deckkraft einfach Stroß schießt aus. Das muss nicht 100% schon genau sein, weil das möchte am Endeffekt gar nicht aus. Und dann stelle ich den Modus von der Ebene von normal ganz einfach aufhellen. Voilà, und da sehen wir schon, was geschieht. Wenn ich die Ebene Lohnenke ausschalten, dann sehen wir da just nehmen die Daten looten von der Ebene von innen drinnen. Aber wenn ich die mit meinem Modus aufhellen dann ausschalten die Ebene, sehen wir auch von der Ebene von der Ebene drüber, Datei auch nach Autospuren beikommen sind, respektive Blute von den Autos. Und so machen wir weiter. Dann ich dann die nächste Ebene umgeschaltet. Ich mache eine schwarze Maske drauf und dann maskiere ich, oder besser gesagt, dann male ich mit weiß über die Stroß, für das eben den Teil von der aktuellen Ebene geholt wird. Und dann setze ich den Modus von der Ebene auf Aufhellen. Weil dann sehen wir, dass ich auch von der Ebene Gluten von den Autoren beikommen. Wenn ich sie ausschalten, voilà, dann sind die dort beikommen. Und so mache ich dann nur die ganze Zeit weiter. Da gehe ich bei die nächste Ebene, stehen alle so eine schwarze Maske drauf, sodass von der Ebene gar nicht geholt wird. Ich mache Stroß weiß, Graf. Und dafür sieht er, durch den Modus auffällen. Also doch egal, da muss ich nicht Millimeter genau der Stroß fahren. Aber ich kann einfach nicht ganz Graf drüber fahren, weil wenn ich dann im Schlurm auf den Modus auffällen gehe, die sowieso just nehmen von dem, was ich weiß maskiert tun, nehmen die Teile geholt, die mir hell sehen an der aktuellen Ebene, wie auf der Ebene innen drin. Und das sind eben nehmen Bluten. Ob der Stroß fällt Beam rundherum an den Belag von der Stroß, die hat sowieso dieselbe Helligkeit wie auf der Ebene innen drin. Dafür gehen die nicht mit geholt und dafür brauche ich das nicht 100% genau alles auszumaskieren. So, und dann mache ich weiter, ich will eine Ebene oben drüber, ich mache alle eine schwarze Maske drauf, ich maskiere den Stroß aus und stelle Remenkeier auf
auffällen an der Gsimmer alle sinn handen am Mac und nach Dorot Lute beikom. Und genauso verfuhren ich eben lo dann mat all Ebene schmaskieren lo all Ebene manuell so aus. Da sieht da so kleine Vorunterschied zwischen verschiedenen Ebenen. Für ganz richtig hätte ich eigentlich 400 schon Kind ein Foto und alle guten am Kamera oder am Lightroom bearbeiten, sodass sie genau dieselbe Farbton gehabt hätten. Dann wird das nicht abgefallen. Mir das können sie schlimm, weil ich sowieso nicht die Farbton will, mir just nehmen Bluten von den Autos und die sind sowieso immer rot oder weiß. Dafür wenn ich nur im Hai auffällen stellen, voilà, da sieht dann dass der Farbton von der Ebene oben drüber sowieso fort und dann ich just ein Keier do Polute beikriegt. Und das meine ich dann eben lo mit all Ebene Insel, bis ich sie dann alle guten so markiert tun. So, wenn ich alle gute markiert, und wenn der Lücke sieht, der tut also dann das Resultat mit all den Luten auf der Straße an auf der ersten Ebene, wo wir angefangen haben, hat das ganz so ausgesehen, du hast den da just die kleinen Reklutor an der Keier gesehen, an lo mit ihnen alle guten als dann die Straße schön ausgefüllt. Voilà, das ist am Anfang meine Methode, wie ich die Luten, alle guten, über die Nählen aus den verschiedenen Ebenen. Das war am Anfang der Trick, den ich hier schaut wollte weisen. Hallo, ist natürlich heute Foto, ist noch nicht fertig bearbeitet. Ich habe noch hier, für das zu weisen, die falsche Ebene aus echt ausgewählt, weil ich am Anfang am besten einen geholt hätte, wo nicht all die Wasserdrüpsen hier dran gewirrscht wären, damit ich die nicht all retuschieren. Aber ich meine, die hat das Prinzip verstanden. Und lo weisen ich dann auch nach, wie die endgültig bearbeitete Foto ausgesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Merci und bis die nächste Mal.